Wir wussten, dass jemand Besonderes kommt. Wir lasen die Eingeweide und sahen die Omen. Wir sahen ihr Ebenbild, wie eine Fata Morgana in einer Pfütze. Sie kam aus dem unteren Sumpf. Zuerst wussten wir nicht, dass sie die Angekündigte war. Ein Kind des älteren Blutes, der gesäte Samen, der zur Flamme wird. Sie fiel uns in die Hände. Älteres Blut. Das Blut der Verräterin. Schläft sie jetzt? Wie ein Lamm. Kommt, Schwestern, nicht getrödelt. Der Tisch ist gedeckt. Der Kessel brodelt. Das dürfen wir nicht. Sie ist doch für ihn. Emlerit kriegt sie, ja, aber nicht am Stück. Gut gesagt. Wir werden nur mal kosten. Ich will ihre Füßchen. So dick. Perfekt für eine Brühe. Oh, ich kann sie schon schmecken. Wunderbar. Geh schon. Das sollst du bereuen, Mädchen. Bitter bereuen. Komm zurück! Komm zurück! Komm zurück! Er ist gekommen, dich zu holen! Ihr wolltet sie töten, sie schlachten wie ein Tier und dann fressen. Ihr Blut und ihr Geschmack haben uns an unsere Jugend erinnert. Älteres Blut. Außergewöhnliches Mädchen, wie du weißt. Wie schade, dass sie geflohen ist. Und damit herzlich willkommen zum neuen Part. Geht jetzt Schlag auf Schlag weiter. Wunderbar. Super. Ciri ist also auf der Flucht und damit kommt sie nicht durch. Ihr habt versucht, sie zu töten. Das vergebe ich euch nicht. Sinnloses Gerede.
Unsere Schicksale sind fürwahr verbunden. Doch das trägt jetzt noch keine Früchte. Jetzt sollst du Schatten jagen und im Nebel wandern. Wenn du sie siehst, wird sie ein Trugbild sein. Und wenn du sie findest, dann wird sie sterben. Wir sehen uns, hübscher Ritter. Shit, das sind die Numen vom Trubbuckelsumpf, du. Babsei. Das sind jetzt mal Hexen gewesen, du. Der Wind heult. Was ist jetzt mit der Siri? Ja, ich muss zurück zum Oma. Ah ja, die Oma. Oma. Genau, die Oma ist ja die Anna. Sie hat ja die Zeichen auf der Handfläche gehabt. Das ist die Frau vom Baron. Hör auf. Jetzt muss ich da zurück. Unbedingt. Mal schauen. Das ist schön. Blümchen. Jetzt im Sumpf. Plötzlich kommt. Oh, es ist dann auf einem Leichenboden. Komm schon! Aber und Siri ist immer gehetzt von der wilden Jagd. He? Weil sie eben das ältere Blut in sich hat. Langsam. Hm? Weiter so, Ja. Katze. Und die Hexen stecken unter einer Decke mit der wilden Jagd anscheinend. Hey. He? Oh, da ist noch... Wegen der Vogel ist rum, he? Wo ist er? Habe ich gesehen. Oh. Ich weiss nicht, es gibt auch keine Folge, wo ich Wahl sage wegen dem Ambiente, das das Spiel hat. Komm jetzt.
Halt! So. Okay, gehen wir weiter. Ich müsste eigentlich da über den Fluss, aber ich weiss nicht, wie ich da über soll. Sehr gut. Ich muss zurück zum Baron. Alles klar. Weißer, was willst du? Langsamer. Ich habe meine Kleinen gestern zum Pilzepflücken geschickt. Lucky Luke-mässig, du. Hey! Oh. Du bist schon Weiter vorbeigelegt so, Katze. von lauter Fleisch. Die sind vertrimmt worden wie Novigrader Huren. Jo, wundert's dich? Sie haben Ey, mich ja. Was los? Kam der überhaupt her? Woher soll ich das wissen? Wenn du so neugierig bist, frag ihn doch selbst. Mein Mann hat einen tollen Posten, was? Nicht übel. Lass es bleiben. Hab gestern Abend einmal Schal mit. Es nimmt mich Wunder, was der Baron dazu sagt. Oh! Langsamer. Wenn ich schon gerade beim Schmied vorbeikomme, muss ich einfach kurz ein paar Sachen abladen. Wir sind jetzt lange im Wie Sumpf kann ich gewesen. helfen? Jetzt müssen wir ein bisschen etwas abladen. Ich würde mir gerne dein Angebot ansehen. Was habe ich da Neues? Ja gut, ich habe gar nicht viel neues Zeug. Eigentlich. Nein, ich habe nichts zu verkaufen. Leb wohl. Ich habe gar nicht viel Neues. Gar. Der Rabe ist abgebrochen. Sag euch, wo die Beute ist. Du siehst ja fertig aus.
Ich sehe fertig aus. Weisst du was, ich komme gerade zum Sumpf aus. Ich habe mit 3 Hexen geredet, mit weiss der Teufel was. Du willst mir sagen, ich sehe fertig aus. Bam, badam, bam, 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 bam. Ja, bam. Du siehst ja fertig aus, da, zeig mal. Hä? Aha, genau. Das wollte ich sagen. Hexenmann? Der Mutant? Genau, das wollte ich sagen. Das aus meiner Nase geholt. Autsch. Ich sage jetzt dazu nichts. So, wo ist der Herr? Hier zu suchen, du Streuner. Halt die Schnurren. Nicht hier. Mal. Mal, da hinten ist er. Nein. Ein Stock weiter abbauen. Ein Stock höher. Überall nur Gesindel. Oder ein Stock tiefer. Auch ein Stock tief. Das ist ein geiles Schwert, das ich habe. Sieht gut aus. Bam, badam, bam, 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 bam. Ja. Mein junger Freund. Bist du Meier? Ich höre. Womit kommst du zu mir? Ich habe Nachricht von deiner Frau. Potz Pestilenz, warum sagst du das nicht gleich? Wo ist sie? Warum bringst du sie nicht mit? Sie ist im Buckelsumpf. Hat Essen, ein Dach überm Kopf, ist beschäftigt. Sah nicht so aus, als wollte sie von dort weggehen. Du solltest sie zurückbringen, nicht von ihren Lebensumständen berichten. Ich sollte sie finden. Und das habe ich. Mehr war nicht abgemacht. Du hältst mich noch immer für das Letzte, für einen Bastard, nicht? Für den Schuldigen an dem, was hier passiert ist. Selbstverständlich bist du schuldig. Wer denn sonst? Ja, das denke ich tatsächlich. Ihr Hexer mögt die Welt schwarz-weiß sehen. Wir normalen Leute sehen sie in Graustufen. Wie meine Familiengeschichte. Ja, Graustufe. Farbig solltest du sie sehen. Und nicht Graustufen. Graustufen kannst du nicht brauchen. Farben musst du sehen, verschiedene. Ach, erspar mir deine Lebensgeschichte. Ich bin aus rein geschäftlichen Gründen hier. Sag mir wenigstens, wie Anna in dem verdammten Sumpf gelandet ist. Deine Frau ist als Dienerin bei den Mumen. Was zum Henker meinst du? Was für Mumen? Sie leben im Buckelsumpf. Ich hörte von ihnen. Aber ich hielt das für Schauermärchen. Wie ist sie da nur gelandet? Sie hat mit den Mumen einen Pakt geschlossen und... Nun, sie hat wohl den Verstand verloren. Einen Pakt? Was zum Teufel? Sie war schwanger und wollte das Kind nicht kriegen. Sie ging zu den Mumen und die versprachen, das Problem zu lösen. Gegen 1 Jahr Dienst. Und die Mumen haben auf ihre verschrobene Art Wort gehalten. Was meinst du damit? Anna hat wohl gedacht, das Kind würde irgendwie einfach verschwinden. Aber die Mumen schwächten sie so sehr, dass sie eine Fehlgeburt hatte. Und da begann sie wohl, den Verstand zu verlieren. Sie legten sie an eine magische Leine, die Schmerzen bewirken kann, damit sie ihre Schuld auch ja begleicht. Ein Pakt mit Hexen, verdammter Albtraum, du scherzt wohl.
Wir müssen sie retten. Wir können sie nicht dort lassen. Auch mit Bewaffneten ist es ein schlechter Einfall, in den Sumpf zu ziehen. Es ist an sich schon gefährlich dort. Und diese Mumen sind mächtiger, als man denkt. Ich dreh doch nicht Däumchen, bis sie rausrücken. Würdest du auf ihre Gnade zählen, wenn sie deine Tochter hätten? Wohl nicht. Aber ich bin ein Hexer. Und ich bin ein Ehemann und Vater, der sein Leben und das seiner Lieben versaut hat. Ich sammle meine Männer und hole Anna da raus. Wir hatten eine Abmachung. Ich habe meinen Teil erfüllt. Jetzt bist du dran. Ein gegebenes Versprechen. Wo war ich denn? Ein Basilisk. Er hat dich angegriffen. Ah, stimmt. Riesengroß. Ziemlich brutales Vieh. Er landete genau vor uns. Ich dachte schon, es wäre vorbei. Vorsicht! Wenn ich nicht überlebe, kannst du aus der Festung haben, was du willst. Du wirst überleben. Zeigen wir diesem Monster, was in uns steckt. Ja, jetzt bist du meine. Verdammt! Ich kann ihn nicht einfach allein lassen. Und wir müssen den Baron retten. Komm da drüber. Was da nicht drüber? Da muss ich im anderen Ort durch. Tauchen. Ja. Na los, Hurensohn! Komm her!
Ja, sie ist tatsächlich die Herrin über Zeit und Dings. Das tut mir gut. Hast du alles? Ja, vielen Dank. Was du für mich getan hast, ich werde das nie vergessen. Hoffentlich nicht. Hat mich in große Schwierigkeiten gebracht. Was meinst du damit? Ich muss fliehen. Ich werde von Geistern verfolgt. Von der wilden Jagd. Es war dumm, die Macht anzuwenden. Jetzt haben sie meine Witterung aufgenommen. Die wilde Jagd? Sie verfolgt dich? Ich bringe euch alle in Gefahr, wenn ich bleibe. Deine Leute sollen Türen und Fenster verrammeln. Und nachts darf niemand nach draußen gehen. Und du? Wohin gehst du jetzt? Ich reite nach Novigrad weiter. Und dann? Wir werden sehen. Sie stieg aufs Pferd und ritt davon. Ohne sie war es hier ganz schön einsam. Ciri hat tatsächlich die Eigenschaft, eben Zeit und Raum für sich zu beanspruchen. Super gut, super gut. Sie kann sich in Zeit und in Raum verschieben. Vom älteren Blut her, darum ist die wilde Jagd hier hinter ihr her. Es kann sein, dass Ja. Ciri noch in Novigrad ist. Danke, dass du ihr geholfen hast. Es ist nichts. Jetzt hast du erfahren, was du wissen wolltest. Du musst in Eile sein, aber wenn du... Na los, sag schon. Ich will Anna befreien, sie zurückbringen. Denke nicht, dass sie freiwillig dort ist. Du hast wohl nicht zugehört. Jede Reise in den Sumpf ist Selbstmord. Ich weiß. Genau darum könnte ich deine Hilfe gebrauchen. Ich kann dir keine neuen Geschichten zu Ciri anbieten. Aber komm mit mir und ich werde großzügig sein. Sehr großzügig. Nach Novigrad. Jetzt. Ja, okay. Aber noch zum anderen. Wer es wirklich interessiert, wie da die Background-Geschichte alles aufbauen ist, dann empfehle ich sehr, die Bücher zu lesen. Das gibt 10 Bänder mittlerweile. Ich habe natürlich alle gelesen. Jetzt ist das Neue rausgekommen. Und das werde ich mir dann auch noch kaufen. Und auf jeden Fall, ich finde das so schön, dass alles so ein bisschen an die Story angelehnt ist. Super, super, ist cool. Ein paar Münzen extra schaden nie. Ah, da hast du allerdings recht. Ich versammle meine Männer bei Niederwirr. Schließ dich uns dort an. Verstanden. Klingt gut. Was zum... Da bist du ja. Wieder entkommen. Oh, Entschuldigung, sind schon wieder weg. Was ist es für eine? Was war das? Sag du's mir. Mensch oder Monster? Meine Männer nennen ihn Uma, halten ihn für ein Monster. Doch für mich ist er ein Mensch, so verschlagen wie Ardal. Sieht nicht wie ein Monster aus, aber mein Medaillon vibriert. Seltsam. Wo habt ihr ihn gefunden? Eine lustige Geschichte. Hab ihn beim Kartenspielen gewonnen.
Lustige Geschichte. Weshalb? Bin mal nach Novigrad gereist, zum Ausruhen und um die Freuden der Stadt zu genießen. Übernachtete in einer Taverne, wo einige Leute spielten und machte mit. Die Karten meinten es gut mit mir. Hatte eine teuflische Hand nach der nächsten, nahm die Idioten aus. Ein Händler hatte besonders viel Pech. Hatte alles verspielt, was er von Skellige mitgebracht hatte. Wollte unbedingt noch eine Runde spielen und ich stimmte zu. Ich fragte ihn, welchen Einsatz er setzen würde und er zeigte mir diesen Tropf. Für mich war nicht viel drin, aber ich dachte, scheiß drauf, gib dem Mann die Chance, was zurückzugewinnen. Er hatte kein Glück und Uma landete auf Krähenfels. Ende der Geschichte. Ein richtiger Baron, sogar mit einem richtigen Narren. So ist es. Aber ich habe das Gefühl, dass mit ihm was nicht stimmt. Warum denn? Nun, er scheint mehr Tier als Mann zu sein, aber er besitzt Weisheit in seinen Augen. Oder vielleicht bilde ich's mir nur ein. Schon mal sowas wie ihn gesehen? Nein, aber er sieht nicht gefährlich aus. Denke, das war's dann. Ist nicht viel, aber solange er keinen Ärger macht, dient er den Jungs als Zeitvertreib. Ich muss aufbrechen. Leb wohl. Leb wohl. Hoffentlich findest du deine Tochter. Und sei ihr ein guter Vater. Und damit mache ich auch einen Cut. Und das nächste Mal gehen wir schauen, was da ist. Es ist sehr viel gegangen jetzt mache ich gerade eine Aufnahmepause. Ich habe jetzt eine Session gemacht, das waren etwa 2 Stunden oder 3 Stunden. Ja, auch unter 3 Stunden. Also etwa 4 Folgen. Jetzt mache ich ein bisschen Aufnahmepause. Und ja, das ist super viel gegangen. Ich freue mich schon auf das Rendern und ein bisschen alles nochmal miterleben. Und wir gehen auf Anfang dann weiter. Und ich freue mich, wenn ihr wieder mit dabei seid. Das nächste Mal. Und bis dann. Tschüss zusammen. Moin moin.